Teile zurück bei Anno 1800. Und wir sind hier gerade in einer Situation, die ein bisschen knifflig ist, denn wir müssen gucken, wie wir von der Fundo noch so weit upgraden können, dass es irgendwie noch sinnvoll ist. Ja, und trotzdem, dass wir hier irgendwie noch ein paar Gebäude herstellen können und hier eben noch ein bisschen die Stadt ausbauen können und so. Ein paar mehr Gebäude, Bewohner vor allem. Mal gucken. Also, wir haben ja auch noch eine Quest offen. Wir sollen hier ein paar Dinger zerstören. Ich glaube, das kriegen wir hin, wa? Jetzt kann man ganz kurz auf Fullspeed gehen. Jetzt mal noch Diplomatie-Status und so checken. Sind alle zufrieden weiterhin? Ist alles cool? Eine Zunge, die so schön Süßholz raspelt. Wir nehmen es. Geht doch. Auf Worte hören? Nö. Kohle? Ja. Ich bin so gerührt. Das ist auch 90, der passt soweit. Den muss er irgendwie noch hochkriegen. Was für ein Grieche, Alter. einem geschenkten Gaul. Ich war auf 31 und krieg minus 4. Willst du mich verarschen? Ja, eben nur Geld bei ihm. Alles andere kannst vergessen. So. Wo sind meine Truppen? Schiff unter Beschuss. Ah, wir freuen uns schon aufs DLC, Freunde. Das mit den Luftschiffen. Wenn wir vermutlich auch mit Luftschiffen nachher kämpfen können oder Krieg führen können. Das heißt, kannst nachher alle Schiffe, die am Boden sind, vergessen. Gibt nur noch Luftschiffe. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Und ich frage mich tatsächlich, ob die Entwickler vielleicht fürs nächste Jahr sogar noch etwas für Arktis und MBs ankündigen werden als DLC. Weil der 4. Season Pass ist ja ausschließlich noch für die neue Welt bestimmt. Und sogar dann mit dem dritten Ding, was dann kommen wird, also jetzt ist das zweite DLC, Herrscher der Lüfte, oder wie das heißt, der Herrschaft der Lüfte, was dann aber im Verlauf vom August 2022 erscheinen soll. Aber das andere DLC eben, was dann im Winter erscheint, das soll dann wiederum für Ding gelten. Also auch für neue Welt, aber halt, das soll es ja auch um Ding gehen. Moment. Mal kurz noch ein bisschen Waren abliefern. Soll es eine neue Bevölkerungsstufe für die neue Welt geben. Das stelle ich mir dann ein bisschen heavy vor. Aber ja. Wie immer, bleibt zu sagen, wir werden sehen, wenn es soweit ist. Aber hier wird sich nicht mehr viel verändern. So. Und wieder erstmal erwarten, was passieren wird. So, dann wird die hier noch abgelegt. Dann gehst du mal hier in Sicherheit. Obwohl, weißt du was, du kannst eigentlich das Ding mal ganz kurz aufheben. Und zu ihr ins Konto liefern. Okay. Jetzt ist es ja so, wie sieht es hier mit dem Waren aktuell aus? Munterim noch gut. Das habe ich hier gesperrt. Das kann ich eigentlich auch sperren, weil hier bringt es nichts. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu haben. Genauso hier oben, da kriegt ihr vermutlich gar nichts. Aber hier. Oder ist es nicht pro Insel, sondern einfach pro Inselgruppe? Ja, war ja klar. Doch nicht? Hier verboten. Nee, hier sollte es bekommen.
So, zufrieden Obrera. Die einzigen mit neuen Dingen seid ja ihr hier, wa? Genau. Aha. Ich werde weiterhin nach Freiheit Die für alle normalen Dinge streben. kann ich auch ersperren. Dann ist bei euch auch gesperrt, ja super. Obwohl es eigentlich andere Gebäude sind. Naja. Also, ich krieg Chili-Soße, Bier auch. Atolle sieht auch gut aus. Wie sieht's mit der Versorgung in der neuen Welt aus? Das nehme ich jetzt mal Wunder. Das ist mal so das Offensichtliche. Also Schnaps wird kaum genutzt. Bier, wenn Nachfrage hoch, offenbar, Versorgung gering. Hä? Genauso wie rum. Moment, liegt das aber daran, dass sich... Moment. Verboten. Das stimmt soweit. Hier müssen wir eigentlich erstmal noch freischalten. Ja, wir haben noch ein paar Leute drin. Die machen nicht viel. Saison verboten. Ah! Man sieht es ja schon, hier wird es ein bisschen knapp mit dem da. Ja, hauen wir mal hier hin. Und guck mal, was das für einen Einfluss hat. Mir geht es vor allem darum, dass er noch den Radius hier erhöhen muss. Und will vor allem auch. Das ist ja echt übertrieben und das wird sogar auch mit Zuckerrohr und so. Würden 3 Stück reichen. Das Zuckerrohr könnt ihr irgendwie, keine Ahnung, Getreidefarm umwandeln. Also hier sagen, jo, ich mache Getreide. Das abreißen. Dann hätte ich hier da, oh, das ist so wenig Platz für die Gebäude. Die Gebäude alle hier drin, in der Mitte. Hier habe ich halt den Mais angebaut. Hier habe ich halt zwar die Bananenfelder, die natürlich nichts mit der Hacienda zu tun haben, sprich, die hätte ich auch irgendwo anders hinbauen können. Ich brauchte ja die Handelskammer und da habe ich halt, gut, da ist jetzt halt Bananen, den hätte ich jetzt auch irgendwo anders hinsetzen können. Ich glaube, ich habe gar keinen mehr auf der Insel, weiß nur der eine. Noch, da zwar mal einen zweiten gehabt hier. Äußerst verheißungsvolle Karten. Ich dachte, ich hätte mal einen zweiten gehabt. Und dann... Nutzpflanzen farmen. Ja, gut. Natürlich cool einerseits, andererseits könnte ich jetzt hier auf Bananen verzichten. Das Sahnehäubchen. Aber der ist halt für die Hacienda-Dinger plus die Bananenplantage. Da habe ich mir schon was überlegt dabei. Ach herrje. Das andere wäre halt die Hacienda. Ein bisschen weit nach oben ziehen, aber ganz ehrlich, das wird auch nicht so viel ausmachen. Vor allem nicht so viel, wie ich gerne hätte. Das ist eigentlich ein Problem. Okay, noch mal ganz kurz geguckt, wie es denn hier mit den Waren und so aussieht. Da sind vor allem die neuen hier, merkt man auch, okay, Chili-Soßen, Atoll ist irgendwie gar nichts los. Bier und Rum wäre das, was sie gerne hätten, aber aktuell nicht bekommen. Ich habe eigentlich gedacht, dass Schnaps auch etwas wäre, was sie gerne hätten. Ja, warte mal, sie wollen ja gar keinen Schnaps mehr, was? Sie wollen einfach Rum und Bier. Eine tiefere Stufe. Ah ja, die hätten natürlich gerne. Ne, auch nicht. Hä? Auch gar kein Schnaps hier in der Welt? Ah, ne, warte mal. Bin ich doof. Schnaps war ja für die hier.
Ja, ihr wollt natürlich Schnaps und Chili-Soße auch haben. Okay. Verstehe. Luftschiff. Wo stehst du denn, Alter? Manövriere. Mann. Also, zu der Transporter. Da kannst du auch mal upgraden. Also, ich habe schon mal erwähnt, Freunde, hier das Ziel der Hacienda ist, dass ich alle Gebäude hier ersetze durch Hacienda-Gebäude. Einfach nur, um mal zu gucken, wie funktioniert das. Ist das alles cool? Ist eine Scheißidee. Das sehe ich so am besten. Dann habe ich noch die Dinger hier. Die wollte ich hier auch mal noch runterschicken auf die andere Insel. Die kann ich jetzt hier momentan nicht gebrauchen. Was ich natürlich immer mache, ist mal kurz gucken mit Kampfer. Zitrusfrüchte und so, weil die will ich ja hier auch ausbauen. Also, doof, hier. Mir geht's um die Bäume. Jede Sekunde zählt. Du hast heute viel Gutes getan. Ich brauche noch ein paar mehr Zitrusfrüchte, wie es aussieht. Kampfer ist gut, so wie es ist. Zimt. Habe ich denn nicht schon irgendwo ein paar Items für die Gebäude hier? Das ist eine Chemiefabrik und Hacienda Düngerwerk. Ja, haben wir mal gekauft. Kann mich daran erinnern. Hacienda Düngerwerk, schon wieder. Der Grund, wieso ich ihn hier einsetzen wollte, war wegen dem Düngerwerk. Wegen dem Düngerwerk, Quatsch. Wegen Chemiefabriken auch. Weil wir hier auch Ethanol benötigen. Ich habe eh zu viel Zelluloid. Da wird kein Mais mehr. Warum? Ich will gar kein Mais mehr dahin. Vermutlich mal abgestellt, oder? Ja, das könnte sogar sein. Dünger und Mais, was für ein Scheiß. Gute Fahrt, du mich auch. Ich habe die Maislieferung vergessen. Okay, dann machen wir natürlich hier noch als dritte Insel und liefern hier wieder aus. Ist sicher auch etwas, was ich dann mit den nächsten DLC noch ein bisschen upgraden muss, will. Gut, kann ich mir eigentlich auch schenken, wa? Ja, da muss man noch ein bisschen besser machen. Getränk aber schon so schön erwähnt, wie es heißt, aber ganz ehrlich, der Rum fehlt ja. Den will ich ja auch noch produzieren. Kleidung, Konsum, das sind ja der Austausch zwischen den Inseln, das passt soweit für mich. So. Oder eben alternativ, sage ich mir hier einfach mal, da mit den ganzen Getränken und so ist mir scheißegal. Ich schicke die Waren nach hier oben und mache hier oben weiter. Das ist auch eine Option. Also wird die Dinger da oben produzieren. Das war ja mal eine Idee, wir erinnern uns. Mehr machen. Hier kommt vielleicht noch einer hin. Das schaffe ich jetzt vielleicht mal noch. Nee, nicht weg, Loch. Und hier geht's dann rum mit dem Brauen beginnen. Ja, also Holz haben wir genug, Zucker haben wir sowieso genug.
Mal gucken, Freunde. Je nach hier, wie ich es mit den Dingen hier machen will. So, und viel mehr wird dann halt auch schon schwierig. Andererseits sieht es gar nicht mehr so schlecht aus, wenn ich jetzt die irgendwie noch hier reinpacke und hier irgendwie schaffe, dass der Radius noch ein bisschen größer wird. Viele waren dann hol's doch. Ist nicht meine Schuld, hä? Aber ja, ist nur temporär, da nach Ausbaubedarf. Also gucken, wie viel ich hier noch reinkriegen würde. Sowas wäre eigentlich eine temporäre Lösung, wa? Und ja, ist alles andere als schön, aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wie ich auf der anderen Insel noch vorwärts komme. Also hier mit dem ganzen Umbauen und so. Ich habe auch ein Getreide draus gemacht, war eigentlich gerade. Dann nochmal zurück, wa? Zurück auf Zuckerrohr. Und jetzt brauche ich es ja. So, den muss ich nachher noch verschieben. Dann passt es auch. Ihr seid geheilt. Also, repariert. Geheilt, repariert natürlich. Flotte segelt in Formation. So. Wie sieht's aus? Wir haben viele Bewohner, die natürlich gerne aufsteigen wollen. Wir haben auch genug Materialien, um den Aufstieg zu ermöglichen. Das wird knifflig. Also, brauchen wir normaler Bretter. Das sollte ich, glaube ich, hinkriegen. So, ein paar brauchen noch, weil die brauchen ja nur... nur die Stufe. Die Obrierer sind eigentlich diejenigen, die zahlen. Brücke also nicht ganz. Schade. Schon mal 19 Minuten, Freunde. Das ist unglaublich. Also ich muss auch sagen, liebe ich eigentlich solche Sessions, die wir jetzt gerade aktuell haben, weil es auch ein bisschen gemütlicher ist. Nicht immer so der Stress und so. Das finde ich gar nicht mal so übel. Okay, gehen wir nochmal zurück hier. Ganze Holzfällerhütten. Im Namen der Chemiefabrik, Limonade, Kaugummi. Also. Den Kaugummi haben wir da oben. Für den wird es sich lohnen. Natürlich mehr Arbeitskräfte, naja. Alle Chemiefabriken und Hacienda Düngerwerk. Ja, vor allem bei denen hier ja auch cool, weil ich schon mal 3 Stück hier habe.
Holzbauer eigentlich nur für den Spaß. Ja, super. Sie wissen ja, ich brauche mehr Zitrusfrüchte generell. Wie sieht es nochmal hier mit dem Zelluloid aus? Hier ist alles voll. Ich habe nichts für Baumschule mäßig, wa? Guck mal hier in der alten Welt, was eigentlich hier so abgeht. Der ja vor einigen Folgen nochmal optimiert, soweit es irgendwie ging. Das Lager ist voll. Ja gut, das Hopfenlager voll ist, wundert mich weniger. Kartoffeln wundert mich auch weniger. Trauben ist interessant. Ja. Ja. Wie sieht's hier aus? Yeah. Gut. Und hier oben ist der Finger oben, wird man dich loben. Mittlerweile so Ängste. Trauben sieht dann noch gut aus. Hier auf der Insel. Ich weiß, ihr könnt auch hier schon mit der Story weitermachen. Also Story. Add-on-mäßig, aber wir haben noch genug andere Dinge zu tun. Okay, Seife. Ja, mal ein bisschen reingucken. Gucken. Sekt ist interessant, da war zu erwarten. Nimmt stark ab. Oh. Dampfwegen nimmt auch stark ab. Ich muss da nochmal intervenieren, wa? Gas geht hoch, das ist schön, muss ich sagen, mit dem Zelluloid. Die wir ganz kurz prüfen. Eins bleibt stabil. Hä? Also warte mal. Das wäre eigentlich für hier, oder? Ah, okay, das Lager voll, okay. Ich wollte schon sagen, jetzt hat er schon irgendwie kurz einen Schreckmoment. Die Schweine, da war doch was. Also warte mal. Wurst haben sie hier, da haben wir hier genug. Seife könnte ein kleines Problem sein. Die Frage ist warum, aber hier, ich weiß, ich habe noch irgendwie ein paar Dinge hier abgeschaltet. Alles anhalten. Noch ein bisschen Talg übrig. Die muss ich dann momentan nicht nochmal aktivieren, das passt soweit. Ja, muss ich halt nochmal auch die nochmal mehr aktivieren. Was? Siederei, Abendspensen runter. Warum? Was war so eingestellt? Ups. Hä? Tatsächlich. Ich hatte wohl mal zu viel davon, wa? Entschuldigung, mein Fehler. Sekt. Und Dampfmaschinen. Dampfwegen, Sekt. Gut, das sehe ich jetzt beide, dass es nicht irgendwie so hoch ist. Und tada! Sieht hier aber relativ gut aus. Dampfwägen, da wollt ihr mal noch was machen, hab's schon vorbereitet, das wird aber noch dauern. Die hier war momentan auch keine. Hier ist gut, hier ist gut. Das sieht auch gut aus. In der Manufaktur. Nehmen wir mal die beiden hier. Gut, dass ich wenig Fahrgestelle habe, das wundert mich gar nicht, das ist immer so gewesen. Da stimmt es mit dem Holz und Kautschuk einigermaßen. Ich glaube, das Problem ist halt, dass ich hier angefangen habe, den Export damit zu torpedieren. Naja. Das liegt daran, Freunde. Das so viele Fotografen könnte ich auch da wieder einsetzen. Ein bisschen ein Hin- und Her-Spiel, wie man so schön sagt. Bin in jungen Jahren von zu Hause weg. Der Ruf des Meeres und ferner Länder. Damals habe ich auf Schiffen jeder Größe angeheuert. Vorausgesetzt, sie hatten einen vernünftigen Teekessel. Mhm. Hat irgendwie auch Sinn. Okay, Sekt ist doch mittlerweile schon mächtig geworden. Wenn man auch schon für die Dinge einsetzen kann. Schokolade habe ich ja auch. Ich weiß, jetzt momentan nicht mehr ein. Ich
würde sogar Glühbirne momentan nicht mehr dafür einsetzen. Den Dampfwägen hätte ich doch gerne auf der ersten Stufe, da muss ich zugeben. Aber ich muss nicht mehr für so viel die einsetzen, zum Beispiel hier oben. Hier sucht der Eindorf, kostet mich 30 Dampfwägen, das sind schon viele. Wenn ich hier zum Beispiel mit denen komme. Und hier steht ja gar nicht wie viel, 50. Ich kann einfach mal so ein bisschen einfacher anfangen. Nach hier Telefon und Dampfwägen 99. Das ist eine ordentliche Menge. Kaffee gehandelt hatte ich auch mal, ich erinnere mich. Pelzmäntel haben wir aktuell genug, muss ich nicht so machen. Zigarren, ja, sind halt teuer weh und je. Dann machen wir auch die Monografen aus, wa? Dann sind noch 53. Ja, auch das ist eine Menge. Irgendwelche Waren hier oben, die wir zu viel haben. Das wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Brillen, okay. Brillen, viel, Mann. Phonographen. Also doch. Ob ich jetzt irgendwie Brillen einsetzen will? Exporting noch nirgendwo eingesetzt war. Können aber gut durch bei den Bananen machen, finde ich jetzt. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Frage ist bloß, wie lange noch. Der Nachbar keinen Bock mehr haben. Was unten vielleicht noch? Versuche es zumindest. Mit dem Pelzmäntel. Okay, dann aber jetzt noch hier oben noch Baumwollstoff. Und für die Telefone. Klar, ich brauche nicht mehr so viele Telefone, weil die auch schon ziemlich voll sind, aber trotzdem. Kostet mich hier auch eine Menge. Obwohl ihr könnt hier die 200 mal runterschrauben. Auf 100 und dann mal gucken, wie es läuft. Ich habe noch ein bisschen Problem aber mit Maßanzügen, die sind halt eben noch schweineteuer. Ach, die Stiefel können vielleicht mal runter. Auf quasi nur 100. Dann mal weiter gucken. Ja, weil eben, wenn ich jetzt natürlich so viele Brillen hier habe, also nicht nur hier im Lager. Nachher auf der Produktionsinsel auch einen Überschuss habe. Fleischkonserven muss ein bisschen beobachten. Taschenuhren erholen sich ja, genauso wie Glühbirnen. Kaffee, unser leidiges, elendloses Thema. Zigarren kaufe ich jetzt wieder ein, Schokolade. Nach Dinge, wo ich vielleicht mal gucken muss, ob ich es doch wieder in der neuen Welt produziere und hierher transportiere. Allein schon aus dem Grund dann, wenn wir mit neuen DLC gucken, ob vielleicht der Transport zwischen den Welten einfacher geworden ist oder nicht. Wir haben die Kapazitäten ausgeschöpft. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ja, wenn hier volles Lager und sogar beim Brillen kann ich ein bisschen was machen. Da kann ich es glaube riskieren, dass wir da mit den Brillen mal sagen, yo, Alter, Brillen her. Jetzt habe ich hier Rentierfleisch.
Das ist Und. eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Hier mit den Brillen. Natürlich alles kreuz und drüber, ich sehe gar nicht. Das ist ein bisschen schade, dass ich nicht sortieren kann. Also anzeigen könnte, hey, zeigen wir erstmal diejenigen mit Phonographen, die ich hier mache. Das wäre ja noch ganz cool. Ach, hier Pelzmäntel schon für Kautschuk und für Gläser. Die scheiß Melonen für den Messing. Ja, aber hier passt es einigermaßen. Ne? Ich glaube, das kann man so belassen. Norton wieder mache ich gar nichts mehr. Warum habe ich hier eigentlich mal Sangakür gemacht? Einfach nur damit irgendwie den Ding gefüllt wird oder was? Ich schmeiß mal raus. Momentan brauche ich ja gar nichts. Norton Bay. Achso, stimmt, ja, in Chrome Force habe ich auch noch eine. Ganz vergessen, ey, alter Schwede. Ja, erschrocken hatte mir so, hä? Wieso dort? Aber ja, macht Sinn. So, zurück in neue Welt. Genau, Ölquelle verschieben können wir ja. Aber jetzt was, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden hier in der nächsten Folge das mal machen. Dann will ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwie etwas finde. Noch ein geiles Item. Für die Handelskammer. Die Bäume halt vor allem. Und ja, zu den Leuten haben wir offenbar wirklich zu viel mittlerweile. Ist einerseits cool, andererseits, kann es ja vielleicht auch überlegen zu verkaufen und so. Wenn sie einen Überschuss davon haben. Aber ja, die Frage ist halt immer, wie lange dauert der Überschuss, wa? Da sehen wir so eine Frage für sich. Aber das soll es jetzt mal für heute fürs erste Mal gewesen sein. Hier steigt weiterhin die Kohle, das soll hoffentlich auch so bleiben. Auch hier natürlich mit Bier und Rum und so. Natürlich auch mit Chili-Soße und Atole. Aber das sieht ja jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Eventuell muss ich nochmal nachjustieren. Jemand kennt von uns. Und ein Bier. Das ist das Problem. Die wollen natürlich jetzt alle auch was haben. Ja. Das war zu erwarten. Aber ja, müssen wir halt schauen. Auch hier mit den Waren und so, wie wir das machen wollen. Aber ja, das wird es mehr hoffentlich das nächste Mal. Zurück bei Anno 1800. Währenddessen können wir unseren kleinen Boxkampf. Und ich bin wo ganz anders. Super, gut, kein Boxkampf. Ich halt hier. Nein, ich will nicht hier. Verzeihung, Ma'am, ich will hier durch. Alles so eng hier, kommen wir vor in China. Hallo. Junge. Oh. Das Evil Chicken. Ah ne, so ein Hahn. Hier ist das Evil Chicken. Ah, Hilfe. Man guckt nicht über. War das? War das gerade... Was, keine Heino? Nee. Den Heino, Ding, Seht nur. Mann, ja, ist schon wieder. Verdammt. Gesellschaft. Scheiße, ein anderer Schlagersänger. Ein anderer deutscher Sänger. Aber ist egal, ich hab's irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Freunde, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Anno 1800, neue Welt. Wir schaffen sie uns, wie sie uns gefällt. Mal gucken. Bis dahin, bye bye.